Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieurle. Und da haben wir wieder sowas im original verpackten Zustand. Ja, das ist nicht gut geschützt, das hat da schon Krätzerle. Da, Kratzer. Kratzer. Seht ihr das? Kratzer. Ganz schlimm. Na, Spaß. Das ist recht egal. Die Zielscheibe, die sind mir sowieso egal. Und ich würde sagen, wir gucken dann mal, wie wir das auspacken können. Und eigentlich soll ich da jetzt eine halbe Machete auspacken, weil das habe ich bei YouTube so gesehen, dass man da ein beeindruckendes Messerle braucht, aber ich nehme halt das Teppichmesserle. Ich glaube, das brauchen wir nicht aufmachen. Das reicht ja alles halt. Oder das soll man da auf die Räder drauf machen. Aber ich habe da ein bisschen einen anderen Plan. So. Seitenschneiderle. Das ist Zielfernrohrle. Da kann man dann zielen. Glaube ich zumindest. Dann machen wir das da. Ist das gut verpackt. Dann kann man dann, wenn man zielen kann, kann man auch Ziel schießen. So rein prinzipiell. Und ich habe da der richtige Blaster dafür. Der Evader, das machen wir nicht. So, da. So. So. Hier machen wir ein bisschen Krach. Dass auch quies die Leute mit Kopfhörer durchdreht. So, der leer. Krust weg. Werkzeug weg. Dann brauchen wir da erst einmal ein Schraubenzieherle. Soweit habe ich natürlich nicht gedacht. So. Aufschraube. Da brauchen wir zwei. Da muss Plus. Plus nach oben. Und da muss Minus nach unten. Ah, ist gerade schon. Das heißt, wir haben es richtig gemacht. Natürlich die klare Lackierung hier. Das. Ja. Ach, das sieht bloß aus. Also das. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Also das ist jetzt. Laserpunkt ist das jetzt nicht unbedingt. Guckt da, auf meiner Hand sieht man es noch. Und das schon sieht man es nicht mehr, weil die Strahler hier zu hell sind. Man sieht's nicht mehr. Man sieht's nicht mehr. Man sieht's nicht mehr. Ja, den Spaß könnt ihr den ganzen Tag machen. Ach, da ist auch eine Markierung. Aus, Ei, aus, Ei. Ja, ich habe mir das hauptsächlich wegen der Optik gekauft. Das kann da so ein Paket zusammen. Mit anderen Zeugs, das ich euch schon gezeigt habe. Und ich habe da das richtige Blaster dafür. Also so High-Performance-Dingens da. Ja, oder halt auch nicht. Aber ich finde den einfach cool, weil, guckt. Ups. Ja, das war jetzt nicht so. Da müssen wir da drüber wieder aufs Knöpfle drücken. Da können wir es wieder entdeployen und dann deploy. Da können wir das da drauf montieren. Ja.
muss es halt richtig rummachen, Gott sei Dank. Da können wir dann da können wir dann zielen. Da können wir jetzt doppelt zielen. Dann haben wir da Zielröhrle. Guckt. Und da Laservisier. Das ist unterschiedlich klar. Dann haben wir da. Jetzt seht ihr den Laserpunkt auch. Dann können wir da nochmal rotes Licht machen. Ihr wisst, was das rote Licht macht. Es leuchtet rot. Dann müssen wir. Oh. Dann müssen wir das Magazin mal laden. Wir brauchen ja bloß 5 Pfeile. Wir sind ja Scharfschütz. 3 brauchen wir für Messwerte. Mich hätte mal interessieren, ob das Bläschchen wirklich so schlecht ist, wie die ganze Jammerer da sagen. Ich habe mir das hauptsächlich gekauft, weil ich finde, das sieht halt einfach cool aus. Und ich mag den Mechanismus. Also, das ist mir egal, wie gut das Ding ist. So, aufwachen, gibt Geschäft. Ich messe. So. Lader. Ui, das war kombiniert. 15,4. Ja, fast so gut wie mein Riken CS6. Wobei die war original besser. 15,2. 16,3. Jetzt müssen wir den da bloß so darstellen. 16,2. Und ein letzter. Dann haben wir 17,3. Das war ja Hochleistungspfeile. Dann kommen wir auf einen genauen Durchschnitt von 16. So, das Magazin wieder rausmachen. Wobei, lassen wir es drin für die Optik. So, guckt. Das ist halt. Ich mag so klares Zeugs. Also nicht bloß das zum Trinken, sondern auch das zum mit rumspielen. Ja, schaut euch die Messwerte an. Hochprofessionell, ingenieursmäßig gemessen. Beide Ziele umgesetzt. Also hochprofessionell. Scharfschützengewehr ist das. So, oder da. Wenn das rote Licht aus, dann leuchtet es nicht mehr rot. Ja. Aber das ist doch miteinander verbunden. Aber ich glaube, das gehört schon auf die Vader drauf, da der jetzt besser aussehen. Dann brauche ich 2. Ja, das habe ich Ihnen gar nicht verraten, dass ich 2 Vaders habe. Ui. Die Feder hat auch bessere Tage gesehen im Magazin. Ja, das Gott jetzt nicht. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen, aber nicht zu sehr, dass ihr das ständig sehen wollt, weil ich kann nicht jeden Tag erklären, die Blei kaufen und also momentan noch nicht und nicht ständig der neue Bläser, neues Zeug, das ich da auspacken kann. Also, wenn ihr von mehr sehen wollt, dann müsst ihr schon ordentlich da auf dem Kanal Rabatz machen oder Kommentare schreiben, ich will da mehr davon und mach mehr und wenn nicht, lasst trotzdem ein Abo da und schreibt Kommentare unter die anderen Videos, von denen ihr mehr sehen wollt. Ja, ich denke, mein Kanal da ein bisschen unterstützen, dass das vorwärts geht, dass wir viel Blödsinn machen können. Da fällt uns sicherlich noch schon einiges ein, was wir noch so machen können. Und dann gibt es da auch genug Content, wie man da so neidisch sagen tut. Ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch auch frohes Bestel, aber das war ja jetzt heute kein Gebestel. Ich wünsche euch dann auch frohes Unboxen, da, wenn ihr euch mal so unmodifiziertes Zeug kauft und danach dann frohes Bestel. Also, bis bald, euer Blaster-Ingenieur.